Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier noch mit dem Trevor in den Vinewood Hills oben. Ja, sind glaube ich Vinewood Hills, würde ich mal sagen. Und wir switchen jetzt mal zum Franklin. Dort unten blinkt es auch schon. Dann machen wir das einmal. Schauen wir mal, was da jetzt gerade für eine Mission startet. Weil auf der Map haben wir gerade momentan keine aktive Mission oder von der Hauptstory einmal. Schauen wir mal, was wir damit machen. Hey, Mike, it's Franklin, man. I'm following the architect. All right, don't fuck it up. All right. Ist das der Typ da vorne? Oder der im Auto? Wow! Alter, die Frau! Von wo kommt die einfach? Hat sie mich auch voll umgesäbelt, hey. Ich kann sie eben... Yeah, thanks a lot. Ah, jetzt steigt er aus. Ah, okay, alles klar. Wir müssen ihn jetzt auch verfolgen. Ich habe gemeint, er fährt jetzt mit dem Auto weg. Aber so ist es nicht. Jetzt laufen wir dem mal hinterher nach. Ich weiß aber gar nicht, wo der jetzt hergeht. Hey, building code, get a hard hat. Hol dir einen Helm. Wo kann ich einen Helm holen? Ich hoffe jetzt, dass die Mission nicht falsch laut, nur weil wir keinen Helm mehr haben. Aber ich glaube es zwar nicht. Oder ich hoffe es auch nicht. So wie es aussieht, gehen wir wieder auf das Baustellengebäude rauf. Haben wir ja schon mal gemacht. Vom Lester. Wow. Ist jetzt so schnell mit der Lift rein. Scheint's, hä? Dann gehen wir rauf. Wow, okay, wir sind ein bisschen schnell da oben gewesen. Study him hard. I was gonna wipe my ass on him. That's the engineer's plans. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. Okay, wir müssen immer noch im Nachher. Er hat uns anscheinend nicht entdeckt, das ist schon mal gut. Jetzt wird er wahrscheinlich in den nächsten Lift reingehen. Hey, stop! Man, running from me is a bad idea. Ich gebe ihm jetzt extra eins mit. Weil ich nämlich keinen Bock habe auf Schmier, weil ich irgendwie ihn überfallen habe. Und dann fetzen wir wieder an. So, jetzt müssen wir hier schnell durchsprinten. Oh, ich hoffe, ich kriege jetzt einfach keinen Schmier über. Ja, jetzt extra habe ich ihm schnell eins mitgegeben oder eins auf den Nacken gehauen, weil... Na gut, ein Nackenschlag war es noch nicht. Es war schon eine rechte Flatter, die wir ihm gegeben haben. Aber das letzte Mal dort, wo wir das Auto haben müssen mücken, haben wir nachher Schmier bekommen, weil ich ihn nicht umgehauen habe. Genau, dann fetzen wir jetzt zu der Textilfabrik zum Lester. Wenn er dort ist. Aber es ist ja seine Firma, darum gehen wir davon raus, hockt dort. Und dann schauen wir, was da passiert. Wow, okay, so. Ein bisschen schnell hierher gefahren. Michael ist schon da. Und dann hoffe ich mal, dass ich da vielleicht Gold hole. Wäre noch cool. Weil eigentlich ist jetzt alles gut gelaufen. Ah, it's cracking. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here. Thank you. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options.
The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some fire bombs. They go bang! The emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing an office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now, Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Okay, also müssen wir eine Methode auswählen. Ich habe es immer nur über das Dach gemacht, also wo man die Nacht einbricht. Darum nehmen wir jetzt mal Feuerwehr, weil ich habe die selber noch nie gemacht. Darum wählen wir mal die. Okay, well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Also wir nehmen da wieder den Gustavo. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt brauchen wir noch weitere Schütze. Ja, wir nehmen da den Richards. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Okay, that all look good to you? You are robbing the FIB here. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit me. You know, I'm still looking into that Union Depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Well, as long as he can't do it without us. Okay. Ich muss jetzt auch noch mal schnell rein kurz. I'll call you when I've got the information. Schnelle Flucht, okay. Jetzt sind wir ein bisschen zu langsam gewesen. Hat er da gerade... jetzt ist der Computer ist jetzt wieder schwarz. Ich weiß nicht, aber hat er gerade vorher irgendwie einen Live Invader offen gehabt und irgendwie das Profil offen gehabt von Michael seiner Frau, weil das hat irgendwie gerade so ausgesehen. Noch recht komisch hat es ausgesehen. Aber ja, wir machen jetzt mal weiter, beziehungsweise Leute da gerade Tracy an. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Okay, ja, wir helfen da natürlich noch der Tracy, wenn sie da ein bisschen ein Problem ist. Dann machen wir das auch noch gerade in dieser Folge. Sie ist ja gerade da vorne. Wow. So. Beim Waffenladen ist sie. Oder kann ich sie jetzt mal nicht richtig sehen? Was ist das beim Waffenladen? Schauen wir mal, was da für ein Typ ist, was sie da stalken. Let's go find
Hawaiian snow. Getting lost in yourself and having We're fun. looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what make. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Hey, what are dads for, huh? I mean, other than... Is he here? No, he's not around. We should try that. Okay, das pinkes Cabrio ist es anscheinend. Oder das violettes Cabriolet. Holy shit. See some bad drivers, but you! Where'd you meet this guy? At a signing? What are you signing? Pot petition? You better not be taking out credit like your brother. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell, Rockford Plaza. I was signing Vorne noch. at the expo. We found this brick? Not yet. Okay. How about going around the corner and back up the hill past Crockahoo? My baby girl's a celebrity with a very own stalker. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Ah! Purple car, that's him! Fuck! He's on to you! Let's go! Haltet das Auto an. Ah, okay. Hey, what are you running for, pal? Let's talk! Seriously! I didn't know she already had a sugar daddy! What the F, Pop? Ich weiß gar nicht, wie ich es anhalten. Creepy when there's a grown man in the car. I swear he was gonna do something, Dad. Yeah, well now we're the ones that do something. Hallo? All kinds of things. Schieß einfach mal drauf. We're psycho, Dad! Go, Daddy! Ah, anscheinend darf ich nicht schiessen. Jetzt habe ich einfach Schmier bekommen. Aber einfach rammen sollte ich. I'm her father, not a sugar daddy. You've raised a great kid, Mr. Sucks. Very entrepreneurial. Ja, halt mal an mit deiner Kiste da. I'm sorry this happened to you, baby. He's out of the car! Kümmere dich um den Stalker. I get it. I'm going. Wo steht der Schmier? Und die ballern recht. Scheiße. Oh nein, ich werde nicht sterben. Ach komm, ich hau jetzt den Stalker, muss ich einfach noch schnell kurz umhauen. Ach komm, oder auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich sterbe. Steig mich ins Tracy an. Ja, super. Ja, Kollege, ich habe da gerade Bullen voll am Arsch. So, schnell kurz runter. Nein! Stirb nicht! Oh mein Gott. So, sie suchen mich. Wie viele Sterne habe ich? 2 Sterne, oder? Ja, 2 Sterne habe ich. Und dort vorne ist schon wieder ein Helikopter. Manchmal verstehe ich es nicht. Ein Helikopter kommt doch normalerweise erst ab 3 Sternen. What? Wer hat mich jetzt? Wie haben sie mich jetzt gesehen? Ah, jetzt suchen sie mich wieder. Leider sehe ich jetzt nicht so gut über die Mauer rein da, oder über die Röhre rein, besser gesagt. Aber ich glaube, sie kommen über die Leiter da. Ah ja, dort hinten kommt einer. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich tasere ihn nur. Ah, jetzt gehen wir wieder rauf. Jetzt gehen wir wieder zu Tracy, weil jetzt sind die ganzen Bullen da unten. Lauf schneller, Michael. Scheiße, jetzt habe ich 3 Sterne, jetzt habe ich es so richtig vergeben. Ah, wieso habe ich auch rumgeschossen? Blöde Idee gewesen. Super, Michael. Super. Unglaublich. Aber der drüber kommt, wo der geht einfach um. Sie sehen mich nicht, hä? Mal, jetzt haben sie mich wieder gesehen. Ah, schneller, 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 schneller. Einfach nicht umgefahren werden. Oder noch umfahren werden lassen, das ist noch wichtig. Oh, 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 holy shit. Got the message. Yeah, I think you got the message. Schüttle die Bullen ab. Okay, das müssen wir jetzt auch noch machen.
Dann gehen wir doch auch gehen wir da vorne wieder runter, gehen wir in Ellis River, aber wenn wir schon da vorne sind. Holy shit. What? Gehen wir uns hier schnell unten verstecken. Aber das ist jetzt wahrscheinlich schon die beste Möglichkeit, zum Bullen wieder loswerden. So. Also jetzt warten wir schnell kurz hier unten. Bis wir sie losgeworden sind. Und dann müssen wir wahrscheinlich schnell Tracy noch wieder zurückfahren oder heimfahren zum Michael seiner Hütte. Genau, also jetzt müssen wir noch Tracy heimfahren und dann haben wir die Mission auch noch geschafft. Dann haben wir da gerade also noch eine kleine Nebenmission gemacht zu der Vorbereitungsmission. So, also jetzt sind wir da. Liefern wir da noch schnell, hoppla, ist in sein eigenes Auto reingefahren. Liefern wir da noch schnell Tracy ab. Und jetzt haben wir auch die Nebenmission noch bestanden. Sicher nicht Gold geholt. Na gut, es steht noch bestanden. Aber ich glaube, es hätte mir nicht geholt, weil ich die Bulle noch hatte und es 100 Jahre gegangen ist. Wieso ist der Anzug nass von ihm? Wieso ist er komplett nass? Hat er sich irgendwie nass geschwitzt oder was? Sieht ganz komisch aus. Gut, also, das wäre es aber jedenfalls gewesen, von dieser Folge von GTA 5, würde ich sagen. Und wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!